Reise geht in Tschechien und Slowakei weiter. Als wir dann erstmal nach Tschechien angekommen sind und unsere erste Pause in irgendeinem Wald gemacht haben, habe ich mir nur gedacht, boah geil, endlich fühle ich mich zu Hause. Denn der Natur vom Tschechien ist schon sehr, sehr, sehr ähnlich zur estnischen. Also gemischte Wälder, Fichten, irgendwelche Blätterbäume noch und unten ganz viele Blaubeeren. Da habe ich mir echt gedacht, ja, diese Seite von Europa gefällt mir am besten. Was sagst du, Tschechien? Ja, war ganz schön, ja. Sehr viel Natur auch. Nette Campingplätze, auf denen wir waren. Bis auf den ersten, da hat die ganze Nacht der Hund gebellt. Das war nicht so schön, aber ansonsten. Ja, also ich fand aber auch, also wir waren ja dann auf 2 Campingplätzen. Ja. Und ich fand aber auch, der zweite war deutlich schöner als der erste. Ja, also der erste in generell, alles war da und so weiter und so fort, aber man war dann doch relativ zusammengepresst. Wir hatten schon relativ am Anfang Nachbarn, Deutsche übrigens, aber dann irgendwie kurz vor der Abreise bzw. Tag vor der Abreise kam noch einer dahergefahren und genau zwischen unseren Nachbarn und uns gepresst. Also da habe ich mir echt gedacht, hallo, da hinten ist noch ganz viel Platz, geh doch dahin. Aber nein, er wollte wohl doch zwischen uns pressen. So ausgeschaut, ja. Waren es auch Deutsche, weißt du noch? Ich glaube schon, ja. Das ist doch nicht typisch deutsch, was soll das? Keine Ahnung. Gut, als wir noch auf den ersten Campingplatz waren, haben wir Einen Naturlehrpfad gemacht in Soest. Soos hieß es, Ja, ohne T am Ende. kann auch sein. Ja, das nicht ganz sein, sondern das ist so. Gut, was wir da so gesehen haben und wie uns gefallen hat, das seht ihr wahrscheinlich weniger, aber uns hat es schon gut gefallen. Jetzt könnt ihr mal auch nachschauen, warum es uns so gut gefallen hat. Allerdings der Wanderschaft in Soos war auch nicht das einzige, was wir gemacht haben. Mit Hunden waren wir viel spazieren und so weiter. Aber warum wir eigentlich zu diesem Campingplatz gegangen sind, weißt du es noch? Warum haben wir dieses Campingplatz ausgesucht gehabt? Weil du gesagt hast, dass es da Reiten gibt. Ach so. Du hast gesagt, ich könnte da reiten. Ja, genau. Und dann habe ich den Besitzer gefragt und der dann so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Hier, gucken Sie mal, da ist eine Karte, schauen Sie, da könnte Reiten sein. Na toll. Gut, genau. Am Tag darauf sind wir dann dahin gefahren. Tatsächlich war da Koppel mit vielen Pferden und auch ein Schild dabei, alles natürlich auf Tschechisch. Und mit einer Nummer. Habe ich dann halt eben angerufen und gefragt, ob ich eventuell ausreiten könnte oder sonst wie was. Und die so, ich bin gerade im Schwangerschaftsurlaub, geht nicht. Toll, Sandra kann nicht reiten. Tja, war wohl Pech. Ja. Umso besser, dass dann die Besitzer des zweiten Campingplatzes, die eigentlich Holländer waren, tatsächlich einen Kontakt zum Reiten hatten und die für mich dann diesen Reitfuzzi da angerufen haben und ja, gefragt haben, ob ich halt zum Reiten gehen könnte. Das war tatsächlich der Fall, konnte ich tatsächlich. Allerdings, da muss ich jetzt etwas auskotzen. Bei dir habe ich es ja schon, habe ja schon gemeint, hat mir nur bedingt gefallen. Das Pferd war total brav, Gelände war okay. Und naja, reiten konnte ich ja auch insofern, ja, können wir meinen, alles gut. Nicht ganz.
Erstens hat mir überhaupt nicht gefallen, als ich da hingegangen bin, konnte irgendwie keiner nicht so richtig Deutsch oder Englisch. Wobei, draußen, ja, weißt du noch, da war ein Schild, Ja, es wo war komplett Deutsch. auf. Ja. Genau, da war Tschechisch und unten drunter war auch Deutsch. Da war ein deutsches Schild, dass es da Reiten gibt. Und deshalb bin ich schon der Meinung, wenn schon auf dem Schild Deutsch steht, müsste man da auch Deutsch können. Gut. Das paar Wörter. Aber die konnten ja gar nichts. Ja, paar Wörter war Trab und Galopp. Hallo, das ist sicherlich auf Tschechisch so ähnlich. Kann man sich ja so gut super merken. Okay, gut, das ist eine Sache. Dann hat das arme Mädel, 14 oder 15 war die, hat er 2 Pferde auf einmal von der Koppel holen wollen. Mit der Trense. Naja gut, das lässt sich streiten. Wenn es schnell gehen soll, dann kann man ja schon mit der Trense holen. Aber dass es dann auch noch das Pferd mit der Trense angebunden wird, mit dem Gebiss, das ist doch Schwachsinn. Ha, jetzt wird Angelehnt bestimmt lachen, ich sehe schon. Aber das ist Schwachsinn, das macht man einfach nicht. Also wenn das Pferd sich erschreckt, dann ist das Maul blutig und ja, das will sich einfach keiner vorstellen. Gut, dann, ja, das Mädel ist dann halt ohne alles, ohne Reitausrüstung, ohne Helm, ohne Sattel. Wirklich ohne alles ist sie da vor mir mit ihrem Pony und ich hatte ein Kaltblutpferd, ja, halt vor mir losgeritten. Okay, gut. Die Strecke durch die Häuser, erstmal ungefähr 20 Minuten lang. Dann bis wir endlich zu den Wiesen gekommen sind, haben wir dann endlich getrabt und galoppiert. Einmal galoppiert. Naja, beziehungsweise 1,5. Das halbe Mal war, Pony hat galoppiert und mein Pferd, weil es ja hinter einem langsamen Pony her galoppieren sollte, logischerweise nicht. Ja, genau. Beziehungsweise ein paar Galoppsprünge hat es vielleicht gemacht, aber das war's auch alles. Naja, auf jeden Fall, ja, Gelände war halt, naja, nichts Besonderes eigentlich. Einen Felsen konnte man sehen, das war's. Gut, und naja, das Mädel hat halt das ganze Zeit ins Handy geschaut. Also gut, wir haben ja 45 Minuten Schritt gemacht, so gut wie. Also das ganze Zeit, wo wir Schritt gemacht haben, hat sie ein Handy geklotzt. Einzige, wo sie das Handy weggesteckt hat, war beim Trab und Galopp. Wahrscheinlich hat das Bildschirm zu viel gewackelt. Das, da habe ich mir dann echt gedacht, kein einziges Wort Englisch oder Deutsch sprechen, aber sowas dann anbieten. Naja, ich weiß nicht. Ich würde, also nächstes Mal, wenn ich wirklich irgendwo in Ausland reiten will, dann werde ich auch vorher einfach mal selbst auf Englisch oder Deutsch, wie auch immer, anrufen. Und wenn schon dann keiner mit mir reden kann, dann brauche ich erstmal gar nicht dahin. Weil ich, wie man sieht, bin ein Mensch, der gerne labert. Von daher soll man auch mit mir reden können. Gut, okay, der zweite Campingplatz mit den Holländern war auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Eigentlich ganz cool. Ja. Was hat dir da am besten gefallen? Auf den Campingplatz? Naja, es war halt eine riesige Wiese, also eine richtig riesige Wiese, die wir dann mehr oder weniger fast für uns alleine hatten. Also ganz vorne waren, glaube ich, nochmal Holländer. Und eine Nacht hatten auch noch Holländer nur mit dem Zelt kurz übernachtet, die sind nächsten Tag wieder fortgefahren. Ja. Ansonsten hatten wir den ganzen Campingplatz für uns alleine, das war echt... Ja, das war wirklich viel. Also ich sag mal so, also ja, so schon irgendwie 100 Quadratmeter oder so. Ein paar Fußballfelder waren schon, ja. Ja, also auf jeden Fall richtig gut. Genau, dass es da viel Platz war, fanden wir echt toll. Ansonsten, ja, Campingplatz immer. Alles, was man braucht, war da. Ja. Gut, was haben wir, als wir noch da übernachtet haben, alles angestellt? Was haben wir gemacht? Diese Felsenstadt haben wir angeschaut. Wie die auf Tschechisch heißt, weiß ich nicht, aber die war sehr schön. Also die war echt interessant. Die hat zwar Eintritt gekostet, aber das hat sich eigentlich auch rentiert. Das war nicht so arg viel, glaube ich. Ich glaube, wir haben für uns alle zusammen 10 Euro bezahlt oder sowas. Kann gut sein, ja. Irgendwie sowas. Aber auch die Hunde, ne? Die Hunde haben ja auch einen Ticken gebraucht, ja. Ja, also ich habe da sehr viel gefilmt. Sehr viel auch geschwitzt. Am Anfang vielleicht nicht so, aber am Ende gab es da irgendwie sehr viele Berge und vor allem sandige Berge. Da hat es einem dann doch, ja, hat es auch einem doch eher angestrengt. Aber schaut doch mal selbst, wie cool oder wie anstrengend das so für uns war.
Wanderschaft da hat sich auf jeden Fall für uns sehr gelohnt. Das war auch das einzig Sinnige, beziehungsweise das Reiten auch, was wir überhaupt da so angestellt haben. Ansonsten haben wir uns sehr ausgeruht, ein bisschen im Hintern gehabt. Ja, und dann sind wir auch schon weitergefahren Richtung Slowakei. Genau. Slowakei haben wir übernachtet. Den ersten Campingplatz, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, aber es war sehr hügelig. Da mussten wir wirklich alle Unterlegteile, die wir dabei hatten, auspacken, damit wir wenigstens einigermaßen gerade gestanden waren. Aber ansonsten war eigentlich auch ganz schön der Campingplatz. Ne? Schöne Feuerstelle war da, wo wir dann gegrillt haben auch und so. Ja. Ja. Ja, also der war eigentlich ganz cool. Der Besitzer war ein bisschen lustig. Also seine Frau hat Deutsch etwas gesprochen, das war eigentlich ganz cool. Er hat ganz anständig Englisch gesprochen eigentlich soweit, aber ich fand es ganz lustig, der meinte so, ja, hier, wir suchen euch mal den besten Platz aus, ich zeige Ihnen mal. Also, dieser Platz, wie finden Sie es? Und dann einfach mal eine Stille. Anstelle anzubieten, und da hinten ist noch was, hat er einfach erwartet, dass wir gleich sagen, ja, das wollen wir. Und so war das auch. Auf diesem Platz sind wir da auch geblieben, weil er hat irgendwie nichts anderes angeboten, obwohl es angehört hat, wie er da mehrere zum Auswahl hat. Ja, ja. Er hat es ja ganz gut begründet, von wegen, hier haben Sie den besten Empfang zu WLAN. Naja, es lässt sich wünschen übrig. Manchmal war ganz gut, manchmal naja. Aber gut, wir saßen ja nicht die ganze Zeit auf dem Campingplatz. Wir haben auch Burge angeschaut. Zwei Stück. Ja, bei den Campingplatz haben wir nur eine angeschaut, beziehungsweise wir wollten, okay. aber da durften die Hunde ja nicht mehr rein. Ja. Und dann waren wir da einfach nur wandern um die Burg außenrum, so mehr oder weniger. Ja. Ja. Na gut, aber im Endeffekt hat es auch irgendwann mal nach Regnen angefangen und dann haben wir uns sowieso überlegt, nee, mit dem Wetter. Ja. War schon okay. Ich habe aber von außen ein Bild gemacht. Schaut euch das mal an. So cool sah es aus. Und wir konnten nicht rein. Naja, wir heulen nicht drum. Ja, dafür waren wir ja in der nächsten Burg. Das war die Zipserburg. Das ist sogar eine der größten Burganlagen in ganz Europa. Stand zumindest auf dem Schild. Da waren wir auf jeden Fall drin. Da durften die Hunde auch mit rein. Da war auch sehr viel Platz zum Rumlaufen. Ja. Die war echt groß eigentlich, die Anlage. Ja, die war groß. Da war mit Museum innen drin, ja. Genau. Das war auch sehr gut eigentlich. Ja. Das war ja auch der einzige, wo die Hunde mit rein konnten, aber da haben wir uns einfach abgewechselt. Ich habe gewartet mit Hunden, dann ist er rein und umgekehrt. Ja. Das hat schon gepasst. Ich würde sagen, ihr schaut euch mal den Burg selbst mal an. Hat es euch auch gut gefallen? Uns hat es auf jeden Fall. Allerdings danach sind wir dann, haben wir uns eigentlich schon mehr oder weniger auf den Weg gemacht zu mir nach Hause. Da haben wir gedacht, naja, Polen haben wir schon vor 2 Jahren gesehen, haben wir da eigentlich nichts groß was anzusehen. Also sind wir da einfach durchgebrettert bis nach Litauen. Aber was wir in Litauen so gesehen haben, das seht ihr beim nächsten Mal. Ja. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss.